Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, diesmal zum Spiel in Dortmund. Am Ende des Tages ein gerechtes Ergebnis mit doch ein kleines Geschmäckle, worauf wir nach dem Intro mal drauf eingehen, wa? Gut, Leute. Wie gesagt, aus meiner Sicht am Ende des Tages, ja, aufgrund der letzten 20 Minuten finde ich schon ein Ergebnis, was verdient ist. Es hat ein kleines Geschmäckle wegen der Schiedsrichterentscheidung, definitiv. Warum es ein doppeltes Geschmäckle hat, gehen wir gleich drauf ein. Ansonsten sind wir es natürlich auch selber schuld. Ja, das Spiel war gelaufen, das Stadion war tot, man hat von Dortmund kaum noch etwas gehört. Dass man, wenn Dortmund ein Tor macht bei 2:0, noch eine Viertelstunde zu spielen, dass dann das Publikum nochmal 150% gibt, ist völlig normal. Ja, und das Gegentor war definitiv vermeidbar. Von daher am Ende selbst schuld. Nagelsmann, kann ich gleich schon mal vorwegnehmen, hat für mich heute super gecoacht, hat für mich keinen einzigen Fehler gemacht. Ich habe es ja in der Halbzeit schon gesagt, dass ein Gnabry runtergehört in der Halbzeit und dass ein Kimmich relativ frühzeitig für den Sabitzer kommen wird. Genau das hat er gemacht. Fonsi konnte leider nicht weiterspielen. Dafür kam halt Stanisic rein und da sind wir auch schon bei dem Geschmäckle. Dass man alte Kinder ansetzt, halte ich ja nicht aus Dortmunder Sicht für eine Fehlentscheidung, sondern aus Bayern-Sicht. Ja. Weil es ist doch wohl logisch, dass er dann nicht ein Dortmunder Gelb-Rot in der ersten Halbzeit, dann noch ein Spieler, der Bellingham heißt, der beste Spieler bei Dortmund ist, dass er ihn nicht vom Platz stellt. Ja. Und er hätte ihn vom Platz stellen müssen. Ohne Wenn und Aber. Da gibt es keine zwei Meinungen. Er hat ihn ins Gesicht getreten, der Kopf war jetzt nicht so weit unten, dass man sagen könnte, ist zu weit unten. Nein, war es nicht. Wenn man gelbe Karte hat, darf man da nicht so in den Zweikampf gehen. Punkt, aus, fertig, Abend. Ja, Coman hat gelbe Karte gehabt, macht dann das taktische Foul, darf da auch nicht so in den Zweikampf gehen, geht dann gelb runter. Ist das gelb-rot runter, ist das andere Geschmäckle. Das ist definitiv mit zweierlei Maß gemessen und ja, Fonsi ist dadurch halt kaputt und muss ausgewechselt werden. Und was passiert? Natürlich bringt Dortmund Adeyemi und Stanisic sieht halt kein Land gegen diesen Spieler. Ja, das wäre mit dem Fonsi mit Sicherheit anders gewesen. Deswegen das in doppelter Hinsicht ein Geschmäckle. Ja, finde ich sehr schade. Wie gesagt, ich hätte den Schiedsrichter da, diese Ansetzung kann man nicht bringen. Punkt. Weil im Vorfeld wird darüber diskutiert, ja, wird der für Bayern pfeifen, bla, Sülz, dann ist doch klar, dass strittige Entscheidungen pro Dortmund gehen. Da müssen wir uns doch gar nicht drüber unterhalten. Meint ihr, der Schiedsrichter möchte sich nach dem Spiel dahinstellen und möchte Fragen darauf beantworten, ja, sie kommen ja aus Bayern und pfeifen dann für Bayern. Ja, Leute, fühle ich nicht. Absolute Frechheit. Wie gesagt, das muss man jetzt mal unabhängig sehen. Ja, das Spiel ist verdient 2:2 ausgegangen. Sind wir am Ende des Tages selber schuld. Gar keine Frage. Aber natürlich wäre das Spiel nicht so gelaufen, wäre Bellingham da gelb-rot runtergegangen. Ja, und was der Eitekin hundertprozentig in jedem anderen Spiel so gepfiffen hätte. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Das finde ich sehr schade. Ich meine, hätten wir jetzt 2:1 gewonnen, hätte danach kein Hahn gekräht. So muss man die Sache einfach mal ansprechen. Ja. Und halt eben daraus ist halt auch resultiert, dass ein Davies nicht weiterspielen konnte. Ja, und er hat ihn nun mal, er hat nicht den Ball getroffen, gar nicht. Er hat einfach nur den Kopf getroffen und dann ist das mindestens gelb und dann geht man gelb-rot vom Platz. Punkt. Da muss man nicht diskutieren. Sehr schade, dass das Ganze unter so einem Licht steht. Wie gesagt, vom Ergebnis her bin ich damit völlig in Ordnung, völlig verdient. Erste Halbzeit war super ausgeglichen. Wir haben das Quäntchen mehr Glück gehabt, haben das Tor gemacht. Zweite Halbzeit haben wir das Spiel 25 Minuten beherrscht, haben es im Griff gehabt. Dortmund war tot. Das Stadion war ruhig. Du hast fast nur noch die Bayern-Fans gehört. Und da muss man das Ding nach Hause fahren. Ja, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ja, die Licht wurde ausgewechselt. Das verstehe ich nicht ganz. So wie ich es gesehen habe, hat er sich an die Leiste gepackt. Ich denke, er wird leicht angeschlagen gewesen sein. Deswegen wurde er ausgewechselt.
Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er wegen der gelben Karte ausgewechselt wurde, weil Dortmund hat jetzt nicht so den Druck nach vorne gemacht, als wenn er da die ganze Zeit in brenzliche Zweikämpfe gehen müsste. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Ist meine Meinung. Also da kann ich den Nagelsmann diesmal keine Vorwürfe machen. Hat für mich super gewechselt. Hat auch logisch aufgestellt, meines Erachtens nach. Vielleicht da nochmal ein Wort zu. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, auch wenn dann Kimmich mal scheiße spielt, was heute nicht der Fall war, ja. Aber wenn er dann mal scheiße spielt, muss der halt auch mal zur Halbzeit rausgehen. Wir haben genug gute Spieler und ich hoffe, dass das in Zukunft so umgesetzt wird. Zum Spiel, wie gesagt, zweite Halbzeit, ja, 2-0. Wir haben das Spiel aber auch von Anfang an in der zweiten Halbzeit dominiert, ja. Kimmich hat so viel Freiraum gehabt, das hat Dortmund richtig schlecht gemacht. Deswegen kam er relativ gut ins Spiel, konnte das Spiel gut antreiben, konnte die Bälle verteilen. Kingsley Coman einzuwechseln, ja, habe ich mit gerechnet, nachdem was man in der ersten Halbzeit gesehen hat. Weiß ich nicht. Ich fand Mané super auf links. Ich hätte mir gewünscht, dass man den Tell vielleicht mal vorne reinstellt. Einfach, warum nicht? Hätte man einfach mal machen können. Hätte es nicht schlechter machen können wie Gnabry, ja. Hat sich dann für Coman entschieden. Ja, gestandener Spieler, hin und her. Im Nachhinein können wir klug scheißen. Es war eine schlechte Idee, weil Coman gelb-rot runter ist und uns somit vielleicht am Ende des Tages den Sieg gekostet hat. Aber wie gesagt, ich mache ihm da keinen Vorwurf. Es ist verständlich, dass man da lieber einen Coman bringt, der erfahren ist. Kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ja, und dann die letzten, also nach dem Tor, wann ist das Tor gefallen? 75. Ja, hat nur noch Dortmund gespielt. Aber auch davor schon. Wir haben wieder 3 Gänge rausgenommen, was man sich einfach nicht erlauben kann in so einem Spiel. Das kannst du dir in jedem anderen Spiel erlauben, also dann steht es auch meistens 3-0. Wenn wir das machen, dann kannst du das machen. Ja, aber selbst wenn es 3-0 steht, bei Dortmund nimmt man nicht ab dem 60. den Gang raus. Das geht einfach nicht. Dortmund macht ein Tor, dann ist das Stadion wieder da. Die machen noch eins, dann explodiert das Stadion, dann machen die auch noch das 3-3. Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Ja. In so einem Spiel hat man einfach nicht den Gang rauszunehmen. Und Dortmund hat dann halt schon vorher mehr offensiv. Sie haben uns mit 4, 5 Mann angelaufen. Man hätte da einfach mal geradlinig das dritte machen müssen. Ja, das wäre in meinen Augen gar kein Problem gewesen. Die Räume waren da, dann hätte man die erste Reihe überspielt. Das haben wir nicht getan. Wir haben uns dafür entschieden, wieder rumzupimmeln und Kräfte zu sparen. Wie gesagt, werden wir in dieser Saison noch öfter sehen. Ist auch okay, aber nicht in einem Spiel in Dortmund. Ja, zu Hause würde ich das auch noch verstehen, weil da explodiert dann kein Stadion, wenn du ein Gegentor kriegst. Dass dann Dortmund nochmal alles nach vorne wirft und dann, ja, zwangsläufig das Tor fällt, war dann wirklich abzusehen, muss man so klar sagen, ja. Und daher dann am Ende halt auch ein ausgeglichenes Spiel. Erste Halbzeit war völlig ausgeglichen, zweite Halbzeit hatten wir 25 gute Minuten, dann hatte Dortmund 20 gute Minuten und ja, dann endet das Spiel 2:2, verdient. Und gut, wir schmeißen auch mal einen Blick auf die Daten, wie wir es hier gewohnt sind. Die sollten das eigentlich auch bestätigen. Tore 2:2 mal gesehen, Torschüsse 12:9, Laufleistung 117:117, gespielte Pässe 439:572. Ja, wir haben ein klein bisschen mehr Spielanteile gehabt. Angekommene Pässe, ja, Fehlpässe. Gucken wir uns die Passquote an, 79% Dortmund, 83% wir. Ballbesitz 44:56, Zweikampfquote 39:60. Das ist natürlich schon ein krasser Wert, ja. Und deswegen sage ich, darfst du so eine Mannschaft, die dann so am Boden war, das Stadion tot war, darfst du dann durch so ein Kinkerlitzchen nicht wieder zurückholen, ja. Und dann ist man es am Ende selber schuld. Weil dann explodiert die ganze Chose, wie es passiert ist. So ist das halt in Dortmund, ja. Fertig. Und da muss man sich den Mund abputzen und muss sagen, es ist verdient. Gefoult worden, sehen wir es auch ausgeglichen. Dass wir dann eine gelb-rote Karte haben, Dortmund nicht, ist natürlich ein Witz. Habe ich ja gerade schon angesprochen. Das ist in meinen Augen eine Sache, die nicht geht. Abseits 0-2, Ecken 7-4. Ja, ich denke, das sagt eigentlich alles aus. Ne? Nochmal zu der Szene, vielleicht hätte Bellingham den Ball gespielt, hätte ihn dann im Gesicht getroffen. Hätte ich ja auch noch das Argument gelten lassen. Ja, lassen wir mal ein bisschen Fingerspitzengefühl walten. Hatte er aber nicht. Ja, er hatte ihn einfach nur im Gesicht getroffen. Der Ball war weg. Und dann gibt es keine zwei Meinungen, Leute.
dann gibt es einfach keine zwei Meinungen. Und wenn man dann sieht, dass ein von sich ausgewechselt werden musste und ins Krankenhaus gebracht wurde, ja, dann gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Und dann muss ich auch ein Fahr einschalten. Ich verstehe diese ganze Fahrkacke einfach nicht, ja? Das ist dann einfach eine krasse Fehlentscheidung, weil dann 11 gegen 11 spielen und nicht 10 gegen 11. Vielleicht hat Altekin es gesehen, als hätte er den Ball auch noch, touchiert, sonst irgendwas. Aber diese Fahrgeschichte möchte ich jetzt nicht wieder aufmachen, ja? Aber ja, hat 'n Geschmäckle, das Ganze, auf jeden Fall. Wir brauchen uns daran nicht hochziehen, habe ich schon gesagt. Ja, das Ergebnis geht in Ordnung. Wir sind es am Ende des Tages selber schuld. Coman darf da nicht das taktische Foul ziehen. Punkt. Ja, dann lass ihn laufen und gut ist. Renn hinterher, Feierabend. Ja, nicht, wenn man gelb hat. Wenn man keine Gelbe hat, kann man das machen. Ja, keine Frage. Aber ja, man hat es gesehen, wir wurden über die rechte Seite einhergespielt. Man hat es gesehen, Adeyemi war halt einfach doppelt so schnell wie 'n Stanisic. Ja, Stanisic hat sonst gut gemacht, aber dass er im Laufduell halt einfach einfach keine Chance hat, ja, ist halt so, ja. Punkt. Muss man nicht rumdiskutieren. Hätte halt auch 'n Coman mal 'n bisschen nach hinten absichern müssen, ja, und hätte mal mit dem Adeyemi mitgehen müssen. Und nicht da vorne rumeiern die ganze Zeit, obwohl wir gar nicht mehr auf das dritte Tor gespielt haben. Ja, dann hätte der Coman halt mal den linken Verteidiger geben müssen. Habe ich nicht ganz verstanden. Coman war sowieso nicht gut, muss man mal sagen. Das war kein glückliches Händchen, ihn einzuwechseln. Viele Ballverluste. Hat mir nicht gut gefallen. Man hat damit Mané aus dem Spiel rausgenommen, meines Erachtens nach, wo man ihn auf die 9 gestellt hat. War von Mané nichts mehr zu sehen, leider. Weiß ich nicht, ob das alles so sinnig war. Aber wie gesagt, im Nachhinein kann man das immer leicht sagen und klugscheißen, ne? Gar keine Frage. Für mich hat Nagelsmann alles richtig gemacht. Die Wechsel zur richtigen Zeit. Wie gesagt, das Einzige, wo ich sagen würde, dass es ein schlechter Wechsel war, wäre, wenn De Ligt nicht wegen einer Verletzung raus ist oder weil er leichtes Ziehen hatte oder sowas, wovon ich aber ausgehe. Ansonsten war alles gut. Ja. Bis dahin standen wir hinten halt um einiges sicherer wie danach, obwohl ich jetzt ein paar war keinen Vorwurf machen will. Aber dann war da halt eine Viererkette, die so wahrscheinlich noch nie zusammengespielt hat und dann ist natürlich schwierig. Ne? Aber gut, wie ich sagte, am Ende des Tages verdientes 2:2. Beide Mannschaften hätten es auch nicht verdient, anhand dieser Saison auf dem ersten Tabellenplatz zu stehen. Machen wir uns nichts vor. Ich meine, wir können ja mal ganz kurz einen Blick auf die Tabelle werfen. Ist ja jetzt schon ein bisschen was passiert. Gut, so sieht es aktuell aus. Ja, Union und Freiburg spielen noch. Dortmund und Bayern dahinter. Mit je 16 Punkten, wenn man dann sieht, dass Bremen nur einen Punkt weniger hat. Oder auch oder auch Hoffenheim, Frankfurt, Köln. Nur 3 Punkte weniger, da sieht man mal, was wir für unsere Verhältnisse für eine schlechte Bundesliga-Start gespielt haben. Ja. Muss man mal ganz klar so sagen. Aber das Schöne ist, es ist eine spannende Saison, weil wenn wir bis nach Augsburg runtergehen, selbst die sind nur 3 Punkte hinter uns. Machst du jetzt noch 2, 3 schlechte, unglückliche Spiele, ja, dann rutscht du bis ins Mittelfeld ab. Ne? Ist ja alles möglich. Keine Frage. Und ja, ich denke mal, da wird wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen Unruhe auftauchen in München durch diese Geschichte. Was ich persönlich jetzt nicht hoffe, weil nochmal, für mich hat der Nagelsmann keinen Fehler gemacht, hat alles richtig gemacht. Die Mannschaft hat gut gespielt am Ende des Tages. Hätten sie die Spieler auf dem Platz dann halt einfach ein bisschen seriöser dann zu Ende bringen müssen, ja, und nicht irgendwie, ja, wir sind jetzt wieder so in dem Flow, die Mannschaft ist tot, die wehrt sich eh nicht mehr. Kannst du halt in Dortmund nicht bringen. Punkt. Ja, das kannst du zu Hause bringen, das kannst du vielleicht auch auswärts in Wolfsburg kannst du das bringen, und wenn die dann ein Tor schießen, dann jubeln die immer, aber da passiert da auch nichts mehr. Das ist okay, aber in Dortmund kommt dann das Stadion und man hat gesehen, was es bewirkt. Mich hat es schon gewundert gehabt, warum es 25 Minuten nach der Pause so ruhig war. Ja, da habe ich mir schon gedacht, verstehe ich jetzt nicht, weil wenn das Stadion die ganze zweite Halbzeit so da gewesen wäre, wie es dann da war, dann wäre das auch ganz anders noch ausgegangen. Ja? Da bin ich mir sicher, weil das Dortmund es kann, dass sie eine gute Mannschaft haben. Denke mal, das hat man auch gesehen, was da noch eingewechselt wurde. Ja? Also
Da müssen wir uns nichts vormachen. Und nochmal, am Ende des Tages für mich ein gerechtes Ergebnis. Und auch wenn man, gut, wenn man 2:0 führt, ist natürlich ärgerlich, ne, gar keine Frage, aber am Ende des Tages war es einfach ein gerechtes Ergebnis. Das ist meine Meinung dazu. Nichtsdestotrotz gehen wir die Spieler mal einmal durch. Ich verteile ein paar Noten und ich muss nur mal eben mal gucken, wo ich die Ausstellung finde. Hier finde ich. Erstmal zu Dortmund vielleicht. Meier, I don't know, was ist in Dortmund los? Haben die keine Torhüter mehr oder was? Nein, also die beiden Tore kann man auch mal halten, wa? Hat mich schon ein bisschen gewundert, dass Hummels ausgewechselt wurde, hat mich auch ein bisschen gewundert, aber gut. Es geht hier nicht um Dortmund, wa? Dass dann natürlich Moukoko ausgewechselt wurde, hat mich auch gewundert, habe ich nicht verstanden. Aber gut, auch das ist nicht stabil. Kommen wir zu unserer Mannschaft. Neuer, ja, Neuer war souverän an den Toren. Er hat auch gute Ecken, was aber sonst ein bisschen immer eine Schwäche hat, hat er heute gut rausgehauen. Ja, an den Toren konnten Neuer nichts machen. Fertig. Würde ich eine gute 3 sehen. Pavard war für mich auch eine gute 3. Dass er nicht gegen Dortmund marschieren wird über die Seite, war klar. Ja, da war er der defensive Part, was völlig okay war, weil Dortmund auch über die Seite mit Malen gekommen ist in der ersten Halbzeit. Und das hat er ganz gut entschärft mit dem Opa. Also Pavard will ich eine gute 3 geben. Opa war für mich heute Maschine, ja. Eine sehr, sehr gute 2. De Ligt dasselbe. Die waren beide bärenstark in meinen Augen. Haben das weggearbeitet, was wegzuarbeiten ging, ja. Ich meine, man sieht, was in Dortmund für eine Offensive da ist. Dass die mal zu Chancen kommen, ist auch klar, aber ich habe jetzt keine großen Fehler gesehen. Ja, jetzt bei dem letzten Gegentor müsste man nochmal gucken, aber ich glaube, das war dann am Ende des Tages Mats Rui, der da bei Modeste stand. Da hätte man vielleicht noch den Winkel ein bisschen kürzer machen können. Oder sonst was, aber ja gut, ist halt wie es ist. Davis war nicht wirklich gut. Davis war nicht fit, glaube ich. Ich weiß nicht, was da los war, keine Ahnung. Davis hat für mich keinen fitten Eindruck gemacht. Entweder war er einfach überspielt, aber man hat das schon gesehen. Also man hat nicht einen Vollsprint vom Davis heute gesehen. Ne? Er hat da mal kurz angetreten so, um nochmal den Ball zu holen. Aber so einen richtigen Vollsprint, so die Leichtigkeit, die er sonst hatte, war heute nicht da. Und auch viele, viele Fehlpässe von ihm. Auch defensiv dann viel Rumgeeier, viel Ballverluste. Das war nicht gut. Ja? Deswegen wäre es schon okay gewesen, da den Stanisic auch zu bringen. Aber wie man sieht, wenn Dortmund dann Adeyemi oder sowas auf die Seite stellt, dann sieht ein Stanisic kein Land und dann hätte man vielleicht reagieren müssen und hätte sagen müssen, Coman, komm, du gehst mit defensiv da rein, wie du vorne rumstehst und auf irgendeinen Ball wartest. Ja, das hätte man ein bisschen schlauer lösen können, meines Erachtens. Erst recht nach dem 1:2 vorher, alles gut, es steht 2:0, dann kannst du auch so spielen, gar keine Frage. Aber ja, ist natürlich auch schwer dann in dem Stadion, wenn es so laut ist, da dann von der Seitenlinie noch irgendeinen Einfluss zu nehmen, ja. Hätte Coman halt auch ein bisschen selber dran denken können, ja, weil man hat ja gesehen, dass wir den Ball nicht mehr wirklich, wir haben ja nicht wirklich aufs 3:1 gespielt. Ja, wir haben versucht, das über die Runden zu schaukeln und dann musst du dich halt ein bisschen anders verhalten. Was das andere Problem war, so dann in der Nachspielzeit dann, wir sind gar nicht rausgerückt. Gar nicht. Und dann fällt das Tor halt. Wenn du nur hinten drin stehst, fällt das Tor. Ja, du musst halt rausrücken. Der Einzige, der rausgerückt ist, war der Kimmich. Der Einzige, der angelaufen ist, ja. Von daher, ja, das war wirklich abzusehen, die letzten 10 Minuten. Sabitzer war nicht gut heute. Ja, muss ich ganz klar mal so sagen. War jetzt auch nicht schlecht, ja. Die gelbe Karte, man hat es gesehen, hat ihn auf jeden Fall gehemmt. Ja. War schwierig für ihn, hat auch mehr den defensiveren Part gemacht. Aber hat jetzt nicht so viele Bälle abgelaufen wie sonst und hat auch 1, 2 Zweikämpfe nicht gut geführt, beziehungsweise wurde dann auch angespielt und wurde dann direkt von 2 attackiert. Da kam er nicht ganz so gut mit klar, so wie ein Kimmich da auch nicht mit klarkommt. Ja, würde ich bei einer schlechten 3 sehen. Goretzka würde ich bei einer 3 sehen, eine glatte 3. Hat es ganz gut gemacht, hat das Tor auch gemacht, ja. Hatte dann noch den anderen Fernschuss, der auch noch fast reingegangen wäre. Also hat es ganz gut gemacht, aber man hat da gesehen,
So die letzten 20 Minuten, da fehlte die Kraft, ne? Muss man einfach so sagen. Man hat gesehen, da fehlten die letzten Körner. Er konnte nichts mehr dagegen setzen. Ja, hätte man vielleicht anders wechseln können, ja, in meines Erachtens nach. Also, das ist vielleicht ein Wechsel, wo man ein bisschen drüber nachdenken kann: „Warum muss ich dann Choupo-Moting für Mané bringen, wo wir eh keinen Ball mehr nach vorne gespielt haben?“ Es ist ja so, wir haben nicht versucht, aufs 3-1 zu spielen. Ja, man hat vielleicht gedacht: „Jo, wir fahren vielleicht noch mal 'n Konter“, aber ganz ehrlich, der Choupo ist jetzt auch kein Konterstürmer, ja? Ähm, Da hättest du auch 'n Gravenberch noch fürs defensive Mittelfeld bringen können, ja? Ähm Meine Meinung. Gut, man konnte die Gelb-Rot jetzt nicht vorhersehen, ja, aber wenn man sieht, es geht eh nichts mehr nach vorne, bringt ein bisschen defensive Stabilität. Erst recht, weil 'n Grafenberch auch einer ist, der geht, der marschiert, ne? Wenn er den Ball kriegt, marschiert er auch. Das wäre gar kein Problem, also. Und er kann halt auch ein bisschen defensiv. Gut, das wäre das Einzige, worüber man diskutieren könnte, aber das kannst du jetzt auch nur im Nachhinein, dass man da vielleicht als Trainer auch noch mal 'n Zeichen setzen will und sagen möchte: „Ja, Leute, es steht 1-2, komm, jetzt legt das 3-1, werd noch mal wach, legt das noch mal nach, bring mal noch 'n frischen Stürmer rein, der vorne vielleicht auch noch mal anläuft.“ Aber es ist ja gar nichts mehr vorne angelaufen worden, ne? War 'ne völliger verpuffter Wechsel. Musiala fand ich gut, gibt für mich eine glatte 2. Hat das gemacht, was er kann und hat's gut gemacht. Punkt, ne? Da müssen wir jetzt gar nichts herausstellen. Sané war Licht und Schatten, würde ich bei einer 3 sehen. Hm, ja, war wieder so 3, 4 Aktionen. Wie gesagt, keine Ahnung, gegen Bochum, wenn es 3-0 steht oder sonst wo, kannst du diese Aktionen bringen. Aber nicht, wenn es 0-0 steht oder du 1-0 führst oder du 2-0 führst gegen Dortmund. Da kannst du dir das nicht erlauben, einfach da stehen zu bleiben und abzuschenken. Das geht nicht. Das macht man nicht, das geht nicht. Das sind die Sachen, die mich hardcore triggern, ja? Ähm, Das hast du bei einem Ribéry oder Robben in diesen Spielen nie gesehen. Die haben das verstanden. Ja, in diesen Spielen musst du 110% hoch und runter. Nicht nur nach vorne, auch nach hinten, ja? Hat Sané in der ersten Halbzeit hat das 2, dreimal gemacht, was 'n Gnabry gar nicht gemacht hat. Ähm, Trotzdem hat er auch in der ersten Halbzeit 2 Szenen gehabt, die er einfach abschenkt, ne? Deswegen sage ich immer Licht und Schatten, deswegen auch eine 3. Wenn er das auch mal 100% machen würde, ja, dann würde er noch mal 'n ganz anderes Level erreichen. Weil dass das nach vorne kann, ja, haben wir heute auch wieder gesehen. Hat er auch gut gespielt in der Mitte, wenn er 'n Ball angenommen hat, ist ruhig geblieben, hat auch mal 'n paar schnelle Kombinationen mit Musiala gespielt, war echt super. Aber diese Szenen in so einem Spiel, dass du halt einfach mal stehen bleibst oder dann so ein bisschen alibimäßig antrabst, geht halt nicht. Gnabry brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Gnabry ist 6. Ja, Punkt. Zur Halbzeit ausgewechselt, völlig zu Recht. Die nächsten 3, 4 Spiele darf der nicht wieder aufgestellt werden. Punkt. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Ja, der Gnabry hat so viele Chancen in den letzten Spielen gekriegt und Tell ist auf der Bank verhungert. Ja, so, das muss jetzt durch sein, das Thema. Ohne Scheiß. Also ein Gnabry muss jetzt auch mal 3 Spiele keine Minute kriegen. Ja, äh, wird nicht passieren, weiß ich, bin ich mir sicher. Aber normal muss jetzt erstmal ein Tell da reinrücken. Ja, Punkt. Und dann guckt man mal, wie der das nutzt, diese Chancen, die er da kriegt. Das wäre, was ich mir wünschen würde. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber in so einem Spiel kann man nicht so eine Leistung bringen, wie er gebracht hat. Das geht nicht. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich reg mich nur auf, red mich in Rage. Könnt ihr gerne anderer Meinung sein, ist mir wurscht. Für mich war das 'n 6 und dann noch in einem Spiel wie gegen Dortmund ist es eigentlich eine 8. Ja? Also selbst wenn man keine Form hat, die er ja anscheinend nicht hat, muss man verlangen, dass man 90 Minuten die Scheiße hoch und runter rennt und jeden Zweikampf hinterher rennt. Das hat er nicht getan. Ähm, Er hat gar nichts getan. Vorne nicht einmal ernsthaft richtig angelaufen, ja. Auch 'n Sané nicht in der ersten Halbzeit. Der Einzige, der geackert hat wie ein Stier, war Mané. Alter, der Mané war bärenstark erste Halbzeit. Bärenstark, was der geackert ist. Der ist jeden Ball hinterher, ist immer wieder vorne angelaufen. Er war der Einzige. Der Einzige. Musiala hat das auch noch gemacht. Gnabry und Sané, ne, ach, ich laufe jetzt nicht umsonst da an. Ganz schwierig. Zweite Halbzeit, die ersten 20 Minuten haben wir's dann besser gemacht. Sind wir im Kollektiv auch mal angelaufen, das war okay.
Aber man hat einen Mané aus dem Spiel genommen, indem man ihn auf die 9 gestellt hat. Das hat man heute gesehen, das hat keinen Sinn gemacht. Die ersten Spiele fand ich ihn echt gut auf der 9, aber das hat man heute gesehen, dass das keinen Sinn macht. Stell den Tell mal dahin und dann gucken wir mal, was passiert, würde ich sagen, ja. Bevor ich da die ganze Zeit schon mehr diese Sachen lese, wie, ja, wir brauchen einen Neuner und der und der und der ist im Gespräch und Winterpause schlagen wir zu und sowas. Völliger Dummfick, Alter. Du hast einen Tell da sitzen, der ein Neuner ist, ja, dann stell ihn doch mal ein paar Spiele dahin. Jetzt mal ehrlich, die Leistung, die der Gnabry bringt, bringt er auf eine Arschbacke. Ja, und da brauchst du auch nicht jedes Mal den scheiß Choupo-Moting einwechseln, Alter. Der Vertrag läuft aus, er wird nicht verlängert, der ist scheintot, Alter. Was will der bei uns noch? Den kannst du ganz hinten anstellen. Ja, der kann ja ein super netter Typ sein, alles gut. Junge, aber mehr auch nicht. Bring doch den 17-Jährigen rein. Wofür haben wir den denn geholt? Um ihn auf die Bank zu setzen oder was? Was soll denn diese Scheiße? Gib ihm doch die 10 Minuten. Der reißt sich wenigstens den Arsch auf. Punkt. Ja, muss ein Schubert akzeptieren. Ist sein letztes Vertragsjahr. Ja, er ist nun mal der Letzte in der Kette. Punkt. Das wusste er auch vorher. Ja. I don't know, Leute. Das ist das einzige Ding, wo ich Nagelsmann kritisieren würde. Das ist, dass er da dieselbe Schiene fährt wie beim Rocker irgendwie so. Ja, ich muss dem mal zeigen, wer hier der Boss ist. So kommt mir das vor, Alter. Weil er 17 ist, oder was? Dasselbe mit dem Zirkzee, den hat er auch so verkrault. Hätte bei uns auch mit Sicherheit was werden können, wenn man den Jungen mal ein bisschen Vertrauen gegeben hat. Hat man gesehen wo war er, Anderlecht oder was, wo er das Vertrauen hatte. Ja, also ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Der Umgang, da muss der Nagelsmann noch dran arbeiten. Ansonsten, wie gesagt, gibt es heute keine Vorwürfe am Nagelsmann. Ja, die Mannschaft war da, die Einstellung war da, mal abgesehen vom Gnabry, der war unterirdisch schlecht. Alle anderen waren da. Ja, die waren da. Punkt. Ja, dann kriegst du durch einen Fehler das Gegentor und dann brennt's halt. Dann stand halt eine Viererkette da hinten drin, die auf der linken Seite heillos überfordert war mit dem Stanisic, ja, der eigentlich auch Rechtsverteidiger ist. Und dann passiert das, was passiert ist. Ja. Nochmal, am Ende des Tages verdientes Unentschieden aus meiner Sicht. Trotzdem hat es ein Geschmäckle, wo wir uns jetzt nicht dran hochziehen wollen, aber diese Ansetzung von Schiedsrichter in so einem Spiel, es gibt die Regel nicht umsonst. Ja? Und das dann über den Haufen zu werfen, finde ich schwierig. Ob es jetzt so rum oder so rum gewesen wäre. Wäre halt irgendeine strittige Szene gewesen, andersrum, ja, dann wäre die Diskussion auch da gewesen. So ist die Diskussion auch da. Vor allen Dingen erst recht, weil man dann Coman gelb-rot runterschmeißt. Und vorher ein Bellingham in der 45. Minute, was eine Halbzeit mit 10 Mann bedeutet hätte, auf den Platz lässt. Ja. Das geht halt nicht. Dann muss man da auch sagen, ja, da muss ich da auch das Fingerspitzengefühl haben, muss ihm nochmal klipp und klar sagen, jetzt jegliche kleiner Furz, den du machst, dann gehst du runter. So, dann wäre das aus meiner Sicht vertretbar gewesen, dann hätte man da noch argumentieren können, obwohl es trotzdem geheißen hätte, dass Dortmund 45 Minuten länger mit 11 Mann spielen durfte, als sie hätten spielen dürfen. Ja, das muss man auch mal sagen. Aber nochmal, das muss man als getrennte Themen sehen. Das Ergebnis geht in Ordnung, das Spiel war ausgeglichen. Auch die zweite Halbzeit war dann am Ende ausgeglichen. Und ja, es war ein interessantes Spiel. Ich habe jetzt nicht ganz so den Puls gehabt wie sonst, weil nach dem 2-0 haben wir all das Fußballspiel mal wieder eingestellt. Und dann war es klar, wird Dortmund ein Tor machen, werden sie das zweite auch machen. Wäre das Spiel nochmal 10 Minuten gegangen, hätten sie das dritte auch noch gemacht. Das ist Fußball, das ist vorhersehbar und das ist meine Meinung. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wir spielen Mittwoch gegen Pilsen. Ich bin sehr gespannt, ob da wieder ein Gnabry auflaufen darf. Ich würde es mir wünschen, wenn er nicht auflaufen darf. Sage ich euch, wie es ist. Und ich hoffe, Fonsi geht's gut. Wie gesagt, aber hat so schon keinen fitten Eindruck gemacht. Vielleicht braucht er auch einfach mal 1, 2 Spiele Pause. Vielleicht ist er einfach überspielt, ich weiß es nicht. Dass man ihn trotzdem bringt im Spiel gegen Dortmund, die halt die fallschnellen Spieler da haben, ist klar, ja. Da kann man den Nagelsmann auch keinen Vorwurf machen, weil er einfach der Spieler ist, der den meisten Speed hat bei uns in der Defensive. Ja, also, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Wer Bock hat, nach dem Champions League Spiel wieder. In diesem Sinne, haut rein, bis dann.